Sonne ist wie eine permanent brennende Flamme. Dabei produziert sie wie jede andere Flamme auch Ruß. In genau diesem Ruß befindet sich Helium-3, ein radioaktives Gas, das nur im Verbrennungsprozess der Sonne entstehen kann. Im Ruß gebunden breitet es sich über das gesamte Universum aus. Es lagert sich auf allen Planeten ab, die über keine Atmosphäre verfügen. Der Mond zum Beispiel ist voll mit Helium-3. Der Mondbewohner Professor Aristide Monroe fördert das radioaktive Gas aus dem Mondgestein. Er beschießt das Gasatom mit Elektronen. Die Hülle des Gasatoms springt dabei auf und Kernenergie wird freigesetzt. Dieser Spaltungsprozess findet im Transformator statt. Die Temperatur, die dabei entsteht, lässt Wasser in einer Tausendstel Sekunde verdampfen. Professor Monroe nutzt diese Energie, um einen komplexen Kernreaktor zu betreiben. Und er nutzt, und das ist unserem wahnsinnigen Wissenschaftler viel wichtiger, den Transformator, um mit seiner Hilfe eine Kaffeemaschine anzutreiben, die eine Tasse Kaffee in weniger als einer Sekunde aufbrüht. Eine Kaffeemaschine, welche die Kernenergie nutzt, um den Filterungsprozess beim Kaffeekochen radikal zu beschleunigen. Dadurch ist Professor Aristide Monroe in der Lage, sich morgens eine Tasse Kaffee in weniger als einer Sekunde aufzubrühen.